Guten Morgen und willkommen zurück zu unseren Crazy Playoff Battles. Wir sind immer noch in der Conference Halbfinals und heute steht ein richtig geiles Gameplay natürlich wieder und 2 simulierte Matches. Und welche Matches werden wir spielen? Für das habt ihr abgestimmt bzw. euch battlet unter dem letzten Video mit den Kommentaren und das könnt ihr heute natürlich dann auch wieder machen. Die heutigen Teams, für die ihr euch battlet habt und somit dann ein Sieger... Ist das ein scheiß Deutsch von mir, aber egal. Wir spielen heute mit der Schweiz und mit der Colorado Avalanche. Das heisst, beim nächsten Mal könnt ihr euch entscheiden zwischen der Paarung, ich muss schnell spicken, Biel gegen San Jose und der tschechischen Nationalmannschaft und Tampa. Du kannst mir also jetzt schon bereits die 2 Teams nehmen und einen Kommentar hineinschreiben, wo du gerne möchtest, dass wir mit denen werden spielen. Jetzt aber nicht länger labern, sondern wir starten rein in die Action auf dem Eisfeld. Los geht's! Wir starten mit einer Simulation Biel gegen San Jose. Und dafür Biel nach dem ersten Drittel. San Jose nach 2 Drittel können zum 3:3 ausgleichen. Es geht im Verlängern richtig spannend. Und jetzt geht es glaube ich noch in der Verlängerung in Penaltyschüsse, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ins Penaltyschüsse gegangen und San Jose gewinnt und führt somit in der Serie mit 2:1. Kommen wir direkt zum zweiten Match, wo simuliert wird, Tschechien gegen Tampa. Wo Tampa nach dem ersten Drittel mit 1:0 führt und auch nach 2 Drittel bleibt es bei dem 1:0 für Tampa. Am Schluss gewinnt Tampa nicht hoch, aber irgendwie doch souverän, denn sie gewinnen da mit 2:0 und führen somit auch in der Serie mit 2:1. Und somit kommen wir zum Live-Match Schweiz gegen Pittsburgh und ich verliere das Hurenbulli. Ich hoffe aber, dass das Einzige wird sein, wo ich von diesem Match verlieren werde, beziehungsweise einfach, ich will diesen Match gewinnen. Aber wir brauchen ein Goal zum Gewinnen und das könnte... Nein, es ist leider nicht 1:0. Oh, Scheiße. Fuck noch einmal, wieso muss ich nicht die Scheibe verlieren? Nein, Mann, jetzt sind wir 0:1 schon im Rückstand. Ja. Das haben sie ganz easy peasy gemacht und führen da schon bereits mit 2:0. Bitte keine Blamage. Kommen Jungs, jetzt holen wir uns den Anschlusstreffer. Ein bisschen so durch. Und jetzt ein Schüsse und Abpraller kriegen wir nicht. Nein, Mann. Kommen Jungs, kommen jetzt über die Zack da. Ein bisschen abdrehen jetzt. Oder nein, aber an der Scheibe. Okay, wir bleiben an der Scheibe. Wir bleiben... Mann. So kommt zweites Drittel mit dem El Niño. Starten wir da perfekt durch. Er gibt den Pass. Ah, nein, der kommt nicht an. Wir kriegen einen Nachschuss, aber der ihre Goalie pariert. Komm jetzt zum Pass. Jawohl. Komm. Nein. Nein. Schöner Check, aber leider bleiben sie an der Scheibe. Aber was für ein Save da. Und nochmal ein Save und jetzt ist die Scheibe bei uns. Und wir haben sie gesaved und probieren einen Angriff zu starten. Komm schon. Berci, schieß einfach einmal und direkt in der Fanghändchen vom gegnerischen Goalie. Hey, die machen es so Druck und... Nein! Goalie! Oh mein Gott, ey, was habe ich für ein Glück! Hey. Scheiße, hey, 5-3. Das ist ja gar nicht gut für das letzte Drittel. Gar nicht gut. Wie das Goal, das ich gerade kassiere, während ich das sage. 0:3 im Rückstand. Scheiße! Aber es ist schon wieder eine Strafe gegen uns angezeigt. Das gibt's doch nicht. Da hey, eine Strafe nach der anderen gegen uns. Schöne Parade. So, komm. Und jetzt ein Goal bei 5-3. Jetzt ein Goal bei 5-3. Nein, er blockt. Hey, wieder eine Strafe. Hey, aber das Schiri, was bist du für ein Arsch? Der Schiri ist so ein Wichser. Eine Strafe nach der anderen ist gegen uns. Hey. Die nächste Strafe ist gegen uns. Er hat gesagt, hey, eine Strafenflut für die Schweizer Nazi. Du. Schon wieder eine Strafe. Das gibt's doch nicht. Ich spiele in dem Match nur in Unterzahl und meistens sogar noch in doppelter Unterzahl. Danke, Genoni. Ja. Irgendein Sven müsste das Goal machen. Ist klar gewesen, wenn man nur in Unterzahl am Spielen ist. 0:4. Endlich einmal wieder 5-5 auf dem Eisfeld. Und jetzt greifen wir an und wir machen... Irgendein vielleicht das Goal? Nein. Was für ein Schuss von Malkin da. Und es ist 5:0. Die Schweiz wird demütigt. Ja, die letzten paar Sekunden sind im Laufen. Vielleicht noch ein Angriff. Irgendwas wie noch. Komm. Nein, kein Angriff. Gar nichts. Die Schweiz verliert gegen Pittsburgh ganz klar mit 0:5. Eine absolute Blamage. Aber ja, wenn man halt nur Strafen kassiert und ihr habt gesehen, was passiert ist. Aber egal.
wir gehen jetzt trotzdem mit voller Motivation in den nächsten Match. Und in dem zweiten Match spielen wir mit der Avalanche und da müssen wir jetzt einfach gewinnen, auch wenn wir das Bulli verlieren. So, komm, da Pass über, sehr schön. McKinnon gibt den Pass zurück und da kommt der Schuss, aber der Flüeler pariert. Kuschumaka, der Verteidiger an vorderster Front, zieht da durch. Pam, 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 nein, kein Goal. Oh, scheiße, die Scheibe kommt an. Goalie, danke. Jetzt Nina, jawohl. So, pam, jetzt kommt der Pass und jetzt kommt der Schuss, der endlich zum 1:0 führt. Ist auch Zeit geworden, yes! Kommen wir noch schnell ein zweites Goal in dem ersten Drittel. Noch schnell ein zweites Goal. Nein, der Goalie pariert. Ja, perfekter Start ins zweite Drittel. Perfekter Start, komm schon. Irgendwas rein mit der Scheibe. Nein! Wenn wir da an der Scheibe bleiben. Hey. Und jetzt, komm. Nein, wir können so etwas nicht ausnutzen. Wow, was für ein Check. Leider ist es eine Strafe. 5 Minuten müssen wir in Unterzahl spielen. Hey, Scheiße, das ist nicht wirklich ideal. Aber der Angriff leider auch nicht, nein. Oh nein, 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 nein. Oh, Goalie, danke. Hey, nein, Scheiße, Scheiße. Oh, Goalie. Hey, Tom ist so schwer gegen den Z. Wieso nur, hey? Das dürfte nicht sein, hey. Wir müssen da schon längstens mehrere Goal haben. Und jetzt kommt das Nächste. Jawohl, endlich hat es wieder mal geklappt. Ein Angriff, der abgeschlossen wird, da erfolgreich. Und jetzt steht es 2:0. Einfach keinen Anschlusstreffer kassieren. Hey, ja nicht. Schön da dazwischen. Achtung, Goalie, danke. Wir brauchen ein 3:0, wir brauchen ein 3:0. Und mit Glück können wir einen Schieber und können den Pass machen. Wir treffen nur Metall, haben aber noch die Schieber. Und würgen uns hier durch und dann schiessen wir sinnlos direkt auf den Goalie. Nein, Scheiße, wieso verliert der Schieber? Okay, der Z macht das richtig souverän. Hätte niemals gedacht, dass die jetzt einen Treffer erzielen, aber sie machen es. Jetzt steht es nur noch 1:2. Endlich wieder mal ein Bulli-Goal und was für eins! Das Goal haben wir uns erkämpft und somit ist 2 Tore Führung zurück, 3:1. Bei den letzten paar Sekunden laufen, ich hätte gerne noch ein Goal in die Leerkiste gemacht, aber es ist egal. Der Sieg ist da. Wir gewinnen mit der Avalanche gegen den Z mit 3:1. Was für ein Krampf ist der Match jetzt gewesen, aber egal. Mit Kampf haben wir uns da den Sieg können holen und führen somit mit der Avalanche mit 2:1 in der Serie. Und das sind somit alle 4 Matches von der heutigen Folge. Du siehst jetzt da ebenfalls noch der Stanley Cup oder der Crazy Playoff Battles Playoff Baum. Und in der Serie führt jeweils eine Mannschaft jetzt mit 2:1 und könnte beim nächsten Mal den Sack zumachen. Wie sieht das aus bei der Paarung Biel gegen San Jose? Mit wem soll ich spielen? Biel oder San Jose? Und bei der Paarung Tschechien gegen Tampa? Mit wem soll ich dort spielen? Schreiben wir die beiden Teamnamen jetzt unten in die Kommentare rein, damit ich weiss, mit wem ich soll spielen. Battlen euch um eures Team. Wobei, ich weiss schon anhand von der letzten Mal, Biel wird wahrscheinlich gewinnen, weil, keine Ahnung, es gibt kein Team in dieser Serie, das öfters eine Stimme gekriegt hat als Biel. Aber vielleicht könnt ihr mich ja jetzt eines Besseren belehren. Wir dürfen dann mal mit San Jose spielen. Ob das passieren wird oder nicht, das erfährst du in der nächsten Folge. Für heute sind wir auf jeden Fall fertig. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!